Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Ein neuer Teil von der Ghostbusters-Reihe rauskommen. An die letzte Teil, die war ja schon gar nicht so schlecht. Aber wie ist das da mit Frozen Empire? Kann den nach mitteilen? Oder floppt das ganz? Da erzählen wir euch an dieser Episode. Für schon mal große Merci Kinepolis, die das Episode sponsoren anderen 2 Tickets für euch parat tun, die da gewonnen könnt. Wie ihr das ganz gewonnen könnt, erzählen ich euch am Laufe von der Episode, wird euch aber schon mal, gehen wir mal ran, wie mir Frozen Empire gefallen hat. Ja, das ist so eine Sache. Also, den Legacy, den in der 4 Drohne rausgekommen war, also den letzten Teil, den hat ja wirklich überrascht. Der war ja wirklich gut gehen. Du haben sie fertig gebracht, das ganze Franchise auf eine neue Schiene zu bringen, neue Leute zu etablieren, an sich von den alle Charakteren mit genug Respekt und genug Leidenschaft zu verabschieden und eine neue Ära anzulegen. Und das geht an diesem Film einfach mal so auf den Kopf gehalten. Also, mit Verabschieden aus seiner weil der Film spielt immer in New York an ihrer aller Zentral. Die alle Ghostbusters sind do. Also irgendwie, also nicht mehr so, wie sie da dann in alle Filme waren, aber sie sind allgegenwärtig. Die neuen Charakteren sind dann auch do. Das heißt, wir haben uns von keinem verabschiedet, wir haben nirgends irgendwie ein klare Grenze gezogen an. Ja, schön allerdings. Also der Film wird aktuell ziemlich gehasst, also nicht gehasst, aber als wirklich schlecht betitelt. Also das sind die Leute, die so wirklich schon Kritiker gesehen, wo Leute gesagt haben, die wir abgrundtief schlecht. Ja, ging ich aber wohl nicht ganz mal. Ich hatte aber trotzdem auch mal Spaß mit dem Film. Aber ich verstehe, wo der Gedanke nur hier kommt. Weil hier irgendwie probiert gehen, zu viel Filme auf einen Kehr zu erzählen. Wir haben so viele Plots, die abgemacht gehen, und nichts wird irgendwie anständig auserzählt. Das ist schon mal, dass wir die alle Ghostbusters haben. Die gehen dann so mal dran gewurstelt, dann haben wir die neuen Ghostbusters, wo dann noch den Finn Wolfhard dran ist, den irgendwie auch nicht mehr so richtig sein Screentime kriegt, der kriegt dann so paar Szenen mit Slimer. Und dann haben wir halt noch Paul Rudd, den auch irgendwie eine familiäre Geschichte zu erzählen kriegt, die auch nicht ganz auserzählt wird. Und dann haben wir natürlich noch den Frozen Empire, den sich die letzte Fails vom Film aufspielen und der Film recht dann irgendwie so richtig Schwung kriegt. Und dann ist der Film aber auch schon eingespielt fertig. Also die Szenen, die da im Trailer gesehen, das ist eigentlich die letzte Fail vom Film. Und den Antagonist wird als die große Gefahr angekündigt. Und das passiert mal eine lange Zeit nicht. Also der geht so ganz cool etabliert. Wie krass den ist. Das ist das Schlimmste, was du jemals gesehen hast. Den ist nicht zu besiegen. Und dann wie lange nicht mehr darüber gesagt. Und dann noch einmal das Do und dann ist noch genauerem so sehr fort. Dann hörst du das Thema Giers. Ich fand wirklich schön, weil sie hatte mit dem letzten Teil haben sie wirklich etwas Geiles fertig gebracht. Auch den hat schon viel Plots abgemacht, die nicht ganz fertig erzählt kaufen. Aber das treiben sie hier auf die Spitze. Hier könnt so ein bisschen das Gefühl rüber, wie wenn sie aus Ghostbusters ein Franchise wie Marvel-Welt machen. Und es geht mal nee. Muss ich aber gesehen, dass Marvel einfach gerade wirklich ein bisschen wieder auf Mauer fährt. Wie können die dann noch die Gedanken, so etwas an dem Franchise, also so an dem Stil wollen abzubauen? Das ist, ich war wirklich enttäuscht auch. Ne? Also, weil die letzten, die war wirklich gut fand. Und hey, ja, schön. Das ist ganz schön. Weil inszeniert das ganz tipptopp und das sieht alles super aus, aber trotzdem, sie sind auch an New York City und die Stadt wirkt auch irgendwie idle. Also, das wirkt nicht wie die Metropole. Ganz am Anfang ist eine Szene, wo sie so nee, wir machen das nicht an der Rush Hour und da wird die Straße gefilmt. Und, weil Leute, ich war schon 2-mal zu New York, also Rush Hour gesagt, auch nicht das aus. Also, das da war, weiß ich nicht. Neues frei Sondes. An den alle Ghostbusters-Dealer war die Stadt immer ein Deal, den irgendwie so. Das war ein Mathe-Charakter. Die Stadt, die hast du gespürt, die hast du gelieft. Oder gelieft, die hast du richtig Bauer geholt. Und hier hast du so beiwirkt. Das ist ja viel auf Sets gemacht und das merkt ihr noch einfach. Der ganze Endkampf, die spielt abseits von den Passanten, also von der
vom Geschehen, das alles so ganz für sich an das greifst die irgendwie nicht. Das ist ganz komisch, weil ein paar Bayern mischt die Film so viel richtig, ne? Also Schauspieler machen das wirklich super, also die machen hier best für das also für das Rest mehr werdet dann am Ende verginnners an dem Film dauert nur 1 Stunde 55 Minuten, also mal 2 Stunden mies die aber eine Handlung anständig Ziel krähen, aber für das fast wird die du wollt noch machen. Also die Storyen, die sie du erzählen wollten, dafür hatten doch locker drei Filme gebraucht. Das, was sie du alles will noch machen, dafür war kein Platz. Und ich habe mich beim letzten Teil darüber gefreut, dass das Franchise weitergefordert wird. Und ich hoffe, dass sie sich die Kritik heute zu Herz holen und vielleicht in Zukunft ein bisschen Männer machen. Männer als oft mehr. Weil die paar Charakteren wäsch, macht das alles wie klein, macht eine flotte Geschichte, aber ja, macht nicht zu viel fest. Dem erlebt mir, das war dann aber ein bisschen ernüchternd. Wenn ich nicht, ich war wirklich mit hohen Erwartungen rangegangen, muss ich wirklich sagen, wirklich hohe Erwartungen rangegangen. Wenn der nicht mit so hohen Erwartungen rangeht, dann hört den aber definitiv sehr Spaß. Den hört seine Szenen, die wirklich cool sind. Schon mal halt einfach mehr erwartet. Wie gesagt, trotzdem hörten seine Momente, anders auf jeden Fall ein Film, den auf jeden Fall im Kino muss geguckt gehen oder soll geguckt gehen. Dazu geht es eigentlich nicht ganz viel zu sagen. Kommen wir aber nur noch zum Gewinnspiel. Ja, erzählt mal einfach am Kommentar oder also gib mal einen Kommentar, egal ob Facebook, YouTube, das ist ganz egal wo der Loch gepostet wird, könnt ihr mal einfach drin kommentieren, was ist euren Lieblings-Ghostbuster-Film? Was fehlen als euren absolute Favorit? Das schreibt ihr mal einfach in den Kommentar und da könnt ihr schon 2 Tickets für andere Kino gewonnen. Und da ging ich so und da war das doch schon mal dieser Review, mit dieser ein bisschen ernüchternder Review für mich. Aber trotzdem, sie hat gesagt, dass ich euch dann aber noch ganz viel Spaß am Kino wünsche mit Ghostbusters Frozen Empire. Ciao!